Gut, dann darf ich doch noch mal was zu dem Thema sagen, das der junge Mann vor mir angesprochen hatte, oder beziehungsweise vor mir und davor nach mir. Der sagte, ich habe keine Angst vor dem Krieg. Ich persönlich sage, ich habe aber Angst vor dem Krieg. Denn dieser Krieg ist mittlerweile wirklich hier in Europa angekommen. Und zwar nicht nur in der Form, dass wir Waffen liefern, dass wir Finanzhilfen liefern, sondern in der Form, dass wir dem Terrorismus Vorschub leisten. Hier wird Waffen eventuell an die Kurden geliefert, die bisher als terroristische Vereinigung eingestuft waren von unserer Regierung. Das ist das Gleiche im Endeffekt wie Obama bzw. die US-Regierung hat bisher Assad in Syrien bekämpft als den Bösen und was weiß ich was alles hingestellt, mit Hetzen, Lügen, False-Flag-Aktionen und was weiß ich was agiert. Und heute arbeitet Assad wieder mit den Amerikanern zusammen, beziehungsweise die Amerikaner wollen jetzt wieder mit Assad zusammenarbeiten. Heute ist er jetzt wieder der Gute, nachdem er jetzt jahrelang der Böse war. Und jetzt will man die Kurden bewaffnen, wobei man dann genau weiß, wenn dann dieser Konflikt mit dem islamischen Staat, also mit der IS oder ISIS, wie sie genannt wird, wenn das irgendwann aus der Welt geschaffen wird oder geschafft ist, dann haben wir die nächste Gruppe, die dann bewaffnet ist, die mit modernsten Waffen ausgestattet ist dann und die dann wieder Terror in die Welt oder in die angrenzenden Länder trägt. Man treibt also hier mit solchen Sachen den Teufel mit dem Beelzebub aus. Da sieht man aber auch wieder, wo die Interessen oder wo die Lobbyisten am Arbeiten sind. Unsere Regierung geht es nicht darum oder die hat kein Interesse darum, wirklich humanitäre Hilfe, wirtschaftliche Hilfe zu leisten, in der Form sagt, wir bauen dieses Land wieder auf, wir beseitigen Schäden, wir schaffen Infrastruktur, wir bohren Brunnen und so weiter, sondern sie haben lediglich Interesse daran, Waffen zu verkaufen und damit die Waffenlobby und die Waffenindustrie wieder zufriedenzustellen. Und das ist die falsche Politik. Und genau deswegen habe ich Angst vor dem Krieg. Weil mit den vielen Deutschen, die da jetzt rübermarschiert sind, die sich verblenden lassen von radikalen Predigern, von radikalen Hasspredigern und heute für den Dschihad und was weiß ich alles da rübermarschiert sind, um zu kämpfen, die kommen irgendwann wieder zurück. Die kommen irgendwann wieder zurück, haben das Töten bis ins kleinste Detail gelernt. Und ich glaube nicht, dass sie dann aufhören mit ihrem Terror, sondern dann, wenn sie da nichts mehr zu tun haben, werden sie sich ein neues Betätigungsfeld suchen und werden ihren Terror dann in die Länder tragen, die bisher von diesem Terror verschont blieben. Und davor habe ich Angst. Und deswegen kann ich sagen, wir haben berechtigt Angst vor einem weiteren, vor einem neuen, vor einem dritten Weltkrieg, der schon wirtschaftlich gesehen und wenn ich die Ukraine anschaue und die Brandherde momentan in der Welt, der mittlerweile schon definitiv mitten am Laufen ist.